Nous sommes de retour dans le FC Volz N70 Talk Show et nous allons continuer l'interview avec Alice Göders. Welche Anekdoten fallen dir über den FC Volz bzw. über den Spieler an? Was tun wir dann da? Also ganz rezent da tun ich immens leid und waren zwei Spieler, die schon paar Jahre gespielt haben und die Leute Verein gewechselt haben. Die haben mir eine persönliche Message geschickt und mir merci gesagt für die ganzen Jahre und für meine persönliche Betreuung mit Kochbacken, Brüder schon machen oder wenn sie kleine Bobo hatten oder ein kleines Problem haben, dann haben sie mir da geschrieben und statt probiert zu lesen. Sie probieren aber halt immer zu helfen, wenn ich zum Beispiel irgendetwas drohen, da kommen da aber direkt 2, 3 gesprungen und frohen, hey, kann ich dir helfen drohen oder sie so mir merci oder auch den anderen benevolen, die mit mir schaffen und ich fand das einfach ein Zeichen noch vom Respekt, was sie vis-à-vis von unserer Arbeit tun. Ich meine, wir machen das ja benevol und wir kriegen kein Pay dafür und ja. Von allen Spielern, die du bis heute zu Volz kennengelernt hast, welche Spieler willst du besonders auf 4 hier, wenn an 4 wird? Also momentan fall ich aus dem Miguel. Natürlich der Ralf schon hin als wirklich der Stimmungsmacher hier am Club, der Gili Bambo, den Hüesten. Ja, es sind so viele Spieler. Also, ich wüsste wirklich keinen speziellen Spieler, den ich. Auch ein ehemaliger Spieler vielleicht? Von immer, ja, da habe ich dann den Kopekis Tom, den Hense Claude. Wie war das überraschend, Sie zwei? Sie haben dann immer, kochen immer speziell Brederschop und Nutella und der Christian Jans zum Beispiel auch. Sie kommen noch immer, sie kommen dann im Ärmlen. Natürlich in der Corona-Zeit nicht, aber sie kennen mich aber noch. Also das, ich hoffe, dass ich ja, nicht, dass ich irgendwie blessiere, weil ich nicht annehmen, das ist dann zu schwer. Und so. Das sind die mir so spontan angefallen sind. Und, welche 3 Wörter beschreiben an Dingen an den Club am besten? Familiär wohl. Und wenn ihr ein Problem hast, probiert die Club zu lesen oder wenn ihn nicht gut drin ist oder wie vor kurzem, wo dann seine Mom gestorben ist, da hat man wirklich ganz besonders gesehen, dass der ganze Club zusammenhält und jeder probiert hat, den Dan und noch den Jing, also an sich ganz Familie ein bisschen Courage zu gehen und noch zu weisen, was für Respekt mir auch für am Natt hatten. Ja, weil das recent ist, fällt das mir wirklich noch im Kopf liegen. Gibt es andere Wörter, die da auffallen, für den Club zu beschreiben? Es sind 3 Supporterinnen, also die wirklich ihre guten und schlechten Zeiten zum Club halten. Klar, das immer, wenn der Club nicht gut geht oder dann ist es einfach für über ihn herzufallen und das sind schon wirklich die Supporter. Merci, die auch in den Zeiten, wo da es nicht so gut gegangen ist oder auch wo wir aufgestiegen sind, die aber trotzdem als immer gut gekommen sind, als unterstützt haben. Was unterscheidet deiner Meinung nach den FC Volz und all den anderen Vereinen von der BGL League? Weil wir hier wirklich am Norden sind, also die anderen, die leiden wirklich alle gut bei ihnen. Da sind wir die von der Innen, also von der Genese oder so, man muss mir so weit Europa fahren. Und dabei sind wir die mir oft Europa müssen fahren, wie das sind, um ein Enkeltür muss raufkommen oder Enkel Cäsar besser gesagt. Und wir müssen aber dann 6, 7 Mal Europa fahren und wir beschweren uns nicht. Und wir bringen noch immer ganz viel Supporter mit. Also, ja, hier ist auch eben, wir haben eben dann die Möglichkeit für dann auch Ballspieler für Heine und der Equipe zu kriegen, weil verschiedene Lützeburger Spieler, denen ist dann der Weg zu weit von der Innen nach Europa zu kommen. Und die Belgisch so, die von einer 100 oder 200 Kilometer sogar für hier auf den Training zu kommen, für auf den Match. Und die beschweren sich nicht. Wir probieren aber auch viel von unserer Jugend auch eine erste Equipe und zweite Equipe aufzubauen und ja, gesehen, wie flott das in der ersten Equipe zu spielen. Was erwartest du dir der Saison vom FC Volz, beziehungsweise was denkst du, wer Volz das Saison erreichen? Momentan stimmen ja ganz gut, aber sie probieren aber realistisch zu bleiben, dass wir aber unter die ersten 6 Plätze kommen. Ich hoffe natürlich noch unter die 3 ersten, aber also unter die ersten 6 Gewichtsvermenge müsste mir kommen. Und das recht mit der Unterstützung hier und Pete, also doch, das müsste aber klappen. Ich so vielmals merci für den Interview. Es war wirklich ganz flott, mit dir zu schwätzen.
Und ich wünsche dir noch alles Gutes und noch viel Jahre hier im Verein. Ja, vielmals merci. Merci Alice et merci Nancy. Nous allons nous quitter le temps d'un instant en écoutant Jean-Jacques Goldman et Je te donne.